siehst du gut aus auf dem Video. Ah, danke. Mit der Sonne. Ne? Ja, ist okay, ja. Okay. Sie dürfen loslegen. Welcome back zu Zeig deine Karre. Heute einer von mir. Mein neuester, ältester im Moment. Gekauft vor etwa einem Monat. Und im heutigen Video stelle ich euch den mal vor. Okay. So, da ist er. Mein 92er 300ZX Twin Turbo. Handgeschaltet sogar. Also es fährt sich echt krass. Turbos merkst du, also es ist ein 3 Liter V6 Twin Turbo mit 2 T25 Lader, also es sind 2 sehr kleine Lader. Aber ist ganz okay. Ist ganz okay. So soundmäßig, also hat Endtopf ist etwas gemacht, also hat auch andere Endtöpfe dran. Und es ist für da, dass er 30-jährig ist, komplett totdämmtes Auto mit Cut, Mitteltopf, sogar ein Vorcut noch. Oh, der Boost! Aber ich weiß nicht, wie man da jetzt gerade so innen dran hört, aber der Sound ist echt, ist nicht extrem laut, aber 1A, also es klingt echt schön. Man hört hinten so das Dröhnen vom Auspuff. Vorne die Laderansugung, hörst die ganze Zeit irgendwelche geile Geräusche. Also das ist echt schön. By the way, Raffi ist das erste Auto mit Turbolader. Ja voll. Es ist immer sauber, ich habe immer gesagt, ich möchte mal Turbolader und so weiter. Hat sich irgendwie nie ergeben. Jetzt habe ich es, gibt es wahrscheinlich noch Ärger. Aber hey, das ist glaube ich echt wert bei dem Wagen. Das ist er. Mein Kindheitstraum. Schon viel mehr, oder was? Mhm. Jedes Mal. Wahrscheinlich eines von meinen ersten Traumautos gewesen. Seit etwa, als ich 16 war. Bin ich keine Ahnung, wieso irgendwie auf das Auto gekommen. Habe es schön gefunden, hat mir gefallen. Keine Ahnung, hat mir gefallen. Nein, ich weiß eigentlich nicht, wieso ich auf das gekommen bin oder durch war, wieso ich es cool gefunden habe, keine Ahnung. Ich habe es einfach so gefühlt. Ich habe dann schnell gemerkt, dass es so finanziell gar nicht drin liegt. Nicht als erstes Auto und auch nicht als zweites Auto. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich den 370Z geholt habe. Einfach weil ich etwas Neues haben wollte, wo halt weniger Probleme macht, weil ich damals mich absolut null auskennt habe mit Autos. Also ich kenne mich eigentlich immer noch null aus mit Autos, ich tue einfach so. Aber ja, damals keine Chance gehabt, wenn irgendetwas kaputt gegangen wäre oder irgendetwas, wäre ich völlig überfordert gewesen. Deswegen habe ich damals nicht den geholt. Und aus finanziellen Gründen. Ich habe Benachrichtigung bekommen auf Autoscout, gar nicht gewusst, dass ich das Auto noch am Suchen bin eigentlich. Etwa sind sie gerade angeschaut, direkt angerufen, hey, ich komme es anschauen und bin am nächsten Tag das Auto anschauen. Ich konnte nicht Nein sagen, das müssen nehmen. Das war echt ein gutes Angebot von einer Frau, die das Auto 8 Jahre lang vorher hatte. Also es ist alles belegbar, sie hat mir so einen Ordner mitgegeben mit Garagerechnungen, mit diverse Unterlagen, wo alles gemacht worden ist. Die Geschichte vom Auto, also sicher die letzten 8 Jahre sind sehr dokumentiert, was mir wichtig ist. Von dem her ist es recht ein solide Basisauto, es ist nicht perfekt, schon klar, es ist 30 Jahre alt fast. Also so wie er jetzt da steht, habe ich eigentlich auch gekauft. Also mit diesen Felgen, mit dem Fahrwerk. Ja, eigentlich ist jetzt noch ziemlich neu gemacht, außer schon mal die ersten paar Sachen, dass es ein bisschen besser läuft. Riemen musste ich nachspannen, ein bisschen runtergeschraubt. Und es ist ein bisschen kosmetische Sachen gemacht bis jetzt, aber eigentlich noch nicht viel gemacht. Ah nein, stimmt nicht ganz. Erst ist schon gemacht, mal einen Nadellenker geholt und big parts are on the way. Gestern etwas sehr Geiles bestellt, wo bald auch wird reinkommen, gibt es sicher auch mal ein Video. Das Auto hat
320'000 Kilometer. Das ist vielleicht so der grösste Down von dem Wagen, sage ich mal. Aber das Chassis an sich sieht sehr gut aus, also unten durch rostmäßig 1A eigentlich. Also es hat 2 Stellen, wo man sich machen muss den Winter. Aber es ist eigentlich sehr oberflächliches Zeug und ja, von dem her recht gut. Der Motor ist vor 20'000 Kilometern belegbar gemacht worden, es hat Motorschaden gehabt. Also eben auch Motor recht gute Basis, denke ich mal. Also sie, die Vorbesitzerin, hätten schon mit diesen Felgen gekauft. Also sind die sicher schon gefühlt, also wie es aussehen, etwa 20 Jahre wahrscheinlich auf dem Wagen. Das sind Work Resex, die erste Generation, die gibt es, da wo ich jetzt herausgefunden habe, sind sicher 20 Jahre nicht mehr. Ja, sind halt alt, ein bisschen genutzt. Aber an sich eigentlich ist er jetzt ganz geil, sind halt leider 17 Zoll. 18 ist definitiv schön auf dem Auto. Aber da ist eigentlich das Thema vom ersten Video, das ich je gedroppt habe. Ihr könnt es auch gerne anschauen natürlich. Verbaut ist noch ein K-Sport-Fahrwerk. Härteverstellbar, vor allem auch zum Töche verstellen ist es recht nice. Du drückst nicht wie bei KW an den Teller, sondern du drückst unten am, wie nennst du das? Du drückst eigentlich ja, der Aufnahme. Die ganze Aufnahme, aber so dass die Federspannung eigentlich immer die gleiche bleibt. Also ist so fahrwerktechnisch recht gut. Ja, ist auf jeden Fall sehr weich gestellt momentan. Also seit ich mit ein bisschen runtergeschraubt habe, streift es, wenn er einfedert, immer wieder mal. Aber an sich fährt es eigentlich mega gut. Auch genug Restgewind überall, also tipptopps Fahrwerk, würde ich sagen. Also so etwas Geilste am ganzen Wagen ist der Schlüssel. Also ich finde ihn echt geil. Vom Design her. Hüsch. Es ist ein Targa. Also man kann das Dach recht easy. Zack, schon ist weg. Da. Kofferraum. Also es ist ein 2+2, das heisst vorne 2 Sitze, hinten 2 Dekositze. Also ich weiß nicht, wer da drin passen sollte. Aber das ist gleich eigentlich noch recht viel Kofferraum. Platz, also sehr praktisches Auto. Daily. Kommen wir zum Interieur. Also eben, das ist das Nadi-Lenkrad, das ich jetzt verbaut habe. Also so, wahrscheinlich, ja, das ist ein Nadi. Also es ist recht schön. Ja, das Lustige eigentlich bei diesem Auto, dass du eigentlich alles, also etwa alles, was du machen kannst, sind eigentlich an diesen 2 Teilen, die so auf dich gerichtet sind, was vom ganzen Feeling her recht geil ist, muss ich sagen. Doch, Sitze sind elektrisch verstellbar. Spiegel sind elektrisch verstellbar. Da links, rechts. Sitzheizung vorne. Ja, witzig ist irgendwie noch, dass an der Lenkradsäule nur den Stick hast. Das ist eigentlich, also weil halt alles zum Bedienen da ist, hast du eigentlich da wirklich nur Blinker und Fernlicht. Und das ist alles, was der macht. Und rechts ist auch nichts und so. Das ist eigentlich mal recht speziell. Ja, ist eigentlich noch speziell, ja. Also. Kommen wir zum. Oh, muss ich push? Ah nein, das ist gerade da. So ist ganz normal, so special ist das Auto doch nicht. Ich sehe ja sehr schmal das Ding. Ja, ist ein 3 Liter V6 Twin Turbo. In den Anfangs 90er Jahren der schnellste Japaner gewesen. Damals auch in dem Japaner-Bund, vielleicht wissen Sie etwas darüber, aber damals haben sie sich eigentlich untereinander beschlossen, dass das Auto nicht mehr als 286 PS darf haben, sozusagen. Also die Hersteller untereinander. Das ist auch eine lustige Geschichte, komme jetzt nicht drauf an, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, serienmäßig hat er 286 PS. Sind alle mehr gehabt, also sind alle gemessen über knapp 300 km. RB Swap. RB Swap. Setting verleihen mit RB Swap. 300 Settings. In der Schweiz? Auf Autoscout. Nie mehr rein, ist wahrscheinlich. Also ich kann nicht, aber da merkt es ja sicher. Also ich glaube, da merkst du schon. Oh, famous Lichter. Also für die, die es nicht wissen, damals war es so die ganze Klappscheinwerfer-Ära. Der Designer damals von dem Auto hat gesagt, die Front muss flach bleiben, aber es dürfen keine Klapplichter an. Und hat eigentlich die ganzen Ingenieure voll in den Wahnsinn getrieben und gesagt, es muss halt ein Licht an, das flach ist. Ach, für die Zeit damals recht Hightech gewesen, um das so zu bauen. Sie haben es dann angebracht, es ist kein Auto geworden mit Klappscheinwerfer. Und weil es so speziell war, damals hat Lamborghini die Lichter abgekauft, eigentlich von Nissan abgekauft für den Lamborghini Diablo.
Das Lustige ist, da sehen wir das Nissan-Logo. Sieht man es? Ja, man sieht es. Und bei den Diablos ist da ein Streifen drüber aus Carbon, um das Logo abdecken. Also sehr gekonnt gemacht, dass wir es nie jemand erfahren, oder? Nächstes Mal darauf achten, wenn wir an Diablo sehen. Ja genau, schauen mal drauf, wenn mal ein vorbeifährt. Oh, da, schau mal. Da hat es einen genommen. Da wäre die Nebelscheibe einfach gewesen. Ja. Also sie sind immer noch drin, glaube ich. Sperremäßig hat es sogar da so eine ganze Abdeckung drüber und dann das Nummernschild, also das das Nummernschild da vorne. Aha, aber wie im 370er. Ja genau, genau gleich. Haben sie noch nicht daraus gelernt. 20 Jahre später noch nicht daraus gelernt. Coole Macke haben sie da. Cooler Koffer. Das war es zu dem Auto. Bleibt noch dran, es gibt jetzt noch einen sehr krönenden Abschluss. Enjoy!